Servus Leid, ich bin's wieder, Eicher Läusel. Und ich bin der Papa. Ja, also gestern war ja Tag der Muttersprache oder so, oder? Ja, super. Darf ich dann in meiner Muttersprache sprechen? Borisch. Na, das Nein, ist aber nicht der Muttersprache. Also bei mir ist ja eindeutig Borisch die Muttersprache, gell? ich komme aus Berlin. Ja, kommst jetzt daher mit Icke, Wicke, Ja, Hicke, da Sticke, freue ich Wicke. mich. Oh mein, oh mein. Ja, magst, dass ich so quatsche? Na, gewiss nicht. Ich mein, Nicht? na, du bist ja in Bayern und du musst dich in Bayern integrieren. Ach so. Darf Icke. ich also nicht, ja, quatschen, wie mir der Schnabel hier wachsen ist? Nein, Toll, toll. ich schon. Aha. Ja gut, das ist ja doch der Muttersprache. Ausnahmsweise darf das. Okay, aber warum hast du mir hier Zeitungen hingelegt? Ja, da geht's nämlich um einen bayerischen Dialekt. Aha. Ja, also das Erste, das ist einmal, das hat mir mal die Tante Gudrun mitgebracht. Das ist sogar schon älter. Also ich zeig's dir mal. Von der Rosenheimer Zeitung. Borisch, eine eigene Form vom Hochdeutschen. Wie bitte? Jawohl. Also eigentlich ist Hochdeutsch Borisch. Nicht das Hannoveranisch. Ich stolper über Ja, einen spitzen Stein. das meint's nur ihr Preisen, aber eigentlich ist das schon das bayerisches Hochdeutsch. Aha. Ja, Moment, ich lese da. ja, lies einmal. Das ist Wenn die nämlich Menschen, die... hochinteressant, hochinteressant. Und es geht auch darum, dass der bayerische Dialekt nämlich aussterbt. Und deswegen ist der Integrationsunterricht unglaublich wichtig. Jetzt lies einmal. Wenn die Menschen, die noch... Also Moment, wenn die Menschen, Mei, die... oh mei, das ist aber nur Hochdeutsch geschrieben und nicht einmal das kann ich lesen. Also, Wenn die ja. Menschen, die nach Bayern kommen, Bayerisch lernen könnten, dann könnte das die Integration vereinfachen. Ja, das steht da wirklich drin. Ja, schon. Da steht's. Ja, das sieht man jetzt nicht, aber ja, genau. Da steht es drin. Also deswegen ist mein Integrationsunterricht mit dem Papa absolut wichtig. Er ist ja in einer bayerischen Familie, wo er Ja, das eingeheiratet stimmt. hat. Und gestern stand Ja, das in der Zeitung. Tag der Muttersprache, wir reden bayerisch. Kann man das sehen? Warte, ich drück mich mal kurz ab. Wir reden bayerisch. So, Okay. ich bin ja auch viel schöner wie die Zeitung. Was zu diskutieren wäre. Die sagt genau, die sagt der richtige, der alte kreiselige Hund, weißt du das? Wie meinst Das das? ist der pure Neid. Ah, nix, Papa, ist schon gut. Also, ich bin jung und knackig und er der alte Hund, also, Jetzt, also bitte. total der Haut. Also, Läusel? ja, also es geht ja um die Zeitung jetzt halt und die haben wir angerufen mit dem bayerischen Dialekt bei allen möglichen Hotlines. Aha. Ja, und haben geschaut, wir sind im bayerischen Dialekt durchgekommen. Und wo haben Sie angerufen? Bei der Metzgerei Sadelhuber? Na, schon große Sachen. Aha. Ja, und überall sind sie durchgekommen. Und wo ich total geschockt war, habt ihr gewusst, dass es in Hamburg ein Hofbräuhaus gibt? Ein Hofbräuhaus in Hamburg. Naja. Das weiß doch jeder. In München steht ein Hofbräuhaus und Sofa. Aber doch nicht in Hamburg. Wie geht denn das dann? In Hamburg steht ein. Und da sind sie auch tatsächlich mit Bayerisch überhaupt nicht durchgekommen. Und da hat die Mitarbeiterin nämlich dann auch schon gesagt, dass sie das Bayerische nicht so gut beherrscht und dass sie vielleicht mal einen Kurs belegen sollte. Ja, dann besuch doch die Mitarbeiterin und gib ihr einen Kurs. Ja, die müssen da um einen Integrationskurs kommen. Gut. Ja. Dann sag's ihr halt. Ja. Und Liebe Mitarbeiter im Hamburger Hofbräuhaus, bitte melde dich, der Läusel bringt dir Bayerisch bei. Ja, das mache ich. Vielleicht lässt er mich dann in Ruhe. Na, gewiss nicht, weil du bist ja mein Papa, du bist ja jeden Tag damit ausgesetzt, gell? Ja, wohl. Ja, du musst mich auch verstehen. Ich verstehe dich total gut. Ja, von wegen. Von wegen. Aber das, naja.
Ja, und auf alle Fälle beim ADAC haben sie angerufen und sogar in Brüssel haben sie angerufen, bei der Bayerischen Botschaft. Ich habe gar nicht gewusst, dass es in Brüssel eine Bayerische Botschaft gibt. Ich auch nicht. Ja, und die hat es total verstanden, das Bayerische. Ja, super. Ja, also saugut, saugut. Also verspreche ich, dass wir wieder mehr Bayerisch lernen. Ja, das ist wichtig. Gut. Du magst ja auch nicht, dass das Bayerische ausstirbt, oder? Ja, mag ich nicht. Ja. Und deswegen ist der Integrationsunterricht wirklich wichtig und wir werden jetzt unbedingt wieder weitermachen. Ja. Und jetzt darf das Berlinerisch sagen, ich will bayerische lernen. Ich lerne jetzt Bayerisch. Da freue ich mich. Da freu ich mich. Ja, aber Tag der Muttersprache. Ja, jetzt ist gut. Ja, also nächstes Jahr sagt er nachher, das freue ich mich. Ja, genau. Also, Servus Also bis bald, Servus, euer Läusel. und euer Baba.